Merci vielmals für die Auftakt-Kapelle spontan mit der Ursula Gasser, Bernhard Lütti, Martin Fuhrer, Adrian und Urs Krebs. Eine Formation, die vor 20 Jahren spontan gegründet wurde und seitdem Musik macht. Bleib gesund und Zweig. Hat der Fox geheißen, und gesund und Zweig, ich glaube, das können wir alle brauchen. Und vielleicht leistet die heutige Sendung ja einen kleinen Beitrag dazu. Wir sind in Zelsau im Kanton Bern und falls Sie nicht genau wissen, wo das liegt, da ist am nördlichsten Rand vom Emmental an der Grenze zum Oberaargau und dem Kanton Solothurn. Ein Ort an der Durchfahrtsstraße Zürich-Bern, wo beliebt ist bei den Fernfahrern, die hier im Gasthof Freienhof einkehren. Aber auch die Volksmusikfreunde sind gerne da, weil einmal im Monat gibt es Stobeten. Und viel Musik machen wir heute auch. Jetzt gerade mit einer Formation, die gleich einen grossen Preis in der eigenen Reihe feiern. Zuerst hören wir aber Musik von ihnen. Da ist Pflanzplätze mit der Komposition Frühling.
Pflanzplätze mit speziellen Instrumenten. Da sind wir dort wieder am Mörgeli, dann neben mir ein Halszither, ein Hanotter, gespielt von Jörg Nietlisbach und der Thomas Eschbacher mit dem Langnauerli. Du bist bekannt als Experte für das Instrument, für Schweizörgli, für das Langnauerli. Du bist ein, der traditionelle Wurzeln hat, der aber auch das Neue tut, ausprobieren, innovativ ist. Und das ist sicher auch ein Grund, dass du der neue Träger vom goldigen Violinschlüssel ab dem Herbst bist. Was hat er mit dir gemacht, wo du gehört hast, dass du den grossen Preis, die höchste Auszeichnung von der Volksmusik verliehen bekommst? Ja, ich bin immer ein bisschen überfordert, wenn ich überrascht werde. Also irgendwie, glaube 2-3 Tage später haben sie mal realisiert, so, aber ich habe Freude gehabt, natürlich. Und ja, es bedeutet mir, es ist eine grosse Ehre für mich. Und gleichzeitig habe ich auch Respekt vor den Personen, die das auch schon gewonnen haben, vorher. Jetzt gehörst du dazu, ganz, ganz herzliche Gratulation. Wenn wir jetzt gerade den Experten da haben, das Langnauerli, das du jetzt gerade gespielt hast, die das noch nie gehört haben, was ist das? Ist das einfach ein kleines Schweizer Örgeli oder ein spezielles Instrument? Ja, es ist quasi das Ur-Schweizer Örgeli. Also das hat es zuerst gegeben und ist in Langnau gebaut worden. Darum sagt man immer so, Langnauerli. Und aus dem hat sich so ein bisschen nachher schweizweit, ja, das Schweizer Örgeli entwickelt. Kann man alles spielen auf dem Langnauerli? Jetzt hat ja viel weniger Knöpfe. Oder hat man dann schon gewisse Barrieren? Hat schon gewisse Grenzen, aber man kann Dur und Moll spielen, wie ihr gehört habt. Und das ist ganz reizvoll, also mit diesen wenigen Möglichkeiten etwas zu machen oder etwas zu kreieren. Ja. Wie meisterst du den Spagat zwischen dem ganz Traditionellen und dem wieder dem ganz Neuen und Innovativen? Das geht ganz gut, spielend. Ich bin so aufgewachsen traditionell, aber auch mit verschiedener Musik. Also für mich ist das echt seit Kind her etwas Normales. Ja. Der Spagat vom Hören, vom Machen. Ja, sehr ansprechend gefunden. Danke vielmals. Wir hören Pflanzplätze ein bisschen später. Denn jetzt machen wir zuerst noch einen Abstecher ins Toggenburg zu einer jungen Formation mit 4 Mädchen. Sie sind im Alter zwischen 13 und 15, haben eigentlich als Blockflötenformation angefangen, mittlerweile aber die Instrumentierung ein bisschen angepasst. Und wenn man schaut, was für prominente Musikanten Väter da die Finger am Spiel haben, zum Beispiel der Pianist Ueli Stump oder der Akkordeonist Michi Jud, dann kann es nur gut kommen. Wir hören jetzt die Hanna Stump, die Ladina und Ramona Jud und Elisabeth Hauser. Zuerst mit einem selber komponierten Zäuerli und dann noch einer Komposition von Ueli Alder. Da ist Toggenburger Mädle Musik.
zusammen. Daniel Zaug, Rolf Lehmann, der Beat Schenk und der Roger Dellenbacher hat den Rassig Fox komponiert. Gewidmet einem Jodler und Musikerkollegen von ihm, der Nicola Jenny Fox. Und neben mir jetzt der Beat Schenk. Ihr Signauer Giele, ihr seid ja schon wahnsinnig, schon fast 30 Jahre unterwegs und alle noch in der gleichen Besetzung. Wie ist das dort mal vor fast 30 Jahren losgegangen bei euch? Ja, wir haben eigentlich angefangen, so der Röschel und der Danu und ich, wir sind bei der gleichen Lehrerin in der Schule, bei Sonja Wüterich. Die hat uns gelehrt Schweizer Örgeln. Und so hat das eigentlich angefangen. Wir haben gleich gemerkt, dass das passt für uns. Wir haben geübt zusammen auch. Und nach dem ersten Auftritt im Jahr 1994 haben wir gefunden, jetzt müssten wir noch schauen für einen Bassist. Wir sind nachher auf die Suche und haben den Rolf gefunden. Und seit dem 95 spielen wir in der gleichen Formation. Ja. In vielen Formationen gibt es ja über die Jahre vielleicht einmal einen Wechsel, dass man nicht mehr genau mit der gleichen spielen. Und bei uns sind es alle noch die gleichen. Weiss Gefühl, weisst du euer Erfolgsrezept? Ja, das ist noch schwierig. Ich denke, wir sind einfach 4 unterschiedliche Typen, 4 unterschiedliche Charaktere, die aber gleich etwa die gleichen Interessen hatten und im gleichen Karren ziehen. Von dem her passt. Herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid auf Helsauen. In 2 Wochen sieht man dann auch ganz viele strahlende Gesichter am eidgenössischen Jodlerfestzug. Mit dem SRF sind wir dort am ganzen Wochenende präsent. Am Freitagabend schon mit der Live-Radiosendung «Zogen am Morgen», dann am Samstagabend mit der grossen Live-Sendung von Potz Musik, eine ganze Stunde lang. Und für die, die am Sonntag auch noch ins Jodlerfest einschauen, gibt es dann auch noch den Festumzug, den wir live übertragen. Also das eidgenössische Jodlerfest, wo Sie sich jetzt schon darauf freuen. Und falls Sie jetzt gerne genau wissen, was so ein Jodlerfest ist, hat der Frovin Neff mit dem Ländlerlexikon die passende Erklärung dazu. Jetzt wenn wir eins jödeln, jolo, jolo. Hoi miteinander, willkommen beim Ländlerlexikon. Heute geht's ums Jodeln. Und ums Festen. Prost. Und ums Bewerten. Und ums gemütlich Zimmer sehen. Prost miteinander. Hallo. Hallo. Hey. Hey, Sauer. Muss ich den Scheissdreck wieder allein machen? Gibt's ja gar nicht. Aber ist doch gerade ein Ding. Geht ja ums Jodelfest. Prost. Das Jodeln ist schon seit Hunderten von Jahren in der Schweiz verbreitet. Aus dem Jodelruf oder Jutz für die Verständigung auf der Alpen sind Lieder und dann Grüppli, Chör und Verbände gegründet worden. 1910 ist die Schweizerische Jodlervereinigung gegründet worden, die heute Eidgenössischer Jodlerverband heisst. 1923 hat das erste Eidgenössische Jodlerfest in Basel stattgefunden. Und wenn es dann das Jahr zu Zug stattfindet, ist es bereits das 31. Jodlerinnen und Jodler können sich an den Unterverbandsfesten qualifizieren und können dann von der ganzen Schweiz zusammen. Nebst dem geselligen Teil gilt es auch ernst. Und die Jodlerinnen und Jodler lassen sich von einer Fachjury bewerten. Am Sonntag gibt es einen traditionellen Umzug, wo das Schweizer Brauchtum so richtig gehend zelebriert wird. Ja, ich persönlich muss ich sagen, ich freue mich all, wenn es wieder auf ein Jodlerfest zugeht. Man arbeitet miteinander im Chörli innen, manchmal Monate vorher schon am Webvortrag. Und wird natürlich dann, wenn es geht, eine sehr gute Leistung können abrufen am Webvortrag. Ja, aber am Jodlerfest ist es eben nicht gerade lustig. Von der Jury zu gibt es eben ganz einen Haufen Regeln, die man einhalten muss. Da hätte ich auch lieber einen Moment mal eng am Jodlerfest vor einem Webvortrag noch einen Witz erzählt. Ja, das mag es eben gar nicht leiden. Das ist augenblicklich disqualifiziert worden. So. Zum Schluss habe ich jetzt heute hier noch ein Gedicht. Und zwar vom grossen Dichter Valotti von Gunther von Goethe. All 3 Jahre kannst du sicher sehen. In Topform muss jeder Jodler sein. Es geht um alles. Jeder Ton muss stimmen. Nicht jeder kann ein Es singen. Aber hast du es denn geschafft und bist auch zufrieden, dann findest du an so einem Fest deinen Frieden. Fröhliche Stunden am Jodlerfest, da braucht kein Jodlerseel ein Nest. Ciao miteinander, ein schönes Jodlerfest. Wenn am Morgen von der Berge das Frühjahr blüht, ertönt ist
gründlicher kann's nie sein. Grüß dich Gott, mein lieber Dörfli. Grüß dich Gott, du Heimat mein. Ja, la, 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 la. Am Waldrand steht es Hütli mit dem braunen Schindeldach. Und dort bei der Berge Horne rauscht der wilde Gletscherbach. Könnt ich dort im Hütli wohnen, wird es Sender Grüß dich Gott, mein lieber Dörfli. Grüß dich Gott, du Heimat mein. Ja, la, 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 der Herrgott uns vor Not. Mög wir Gletscherfirne schienen, wie sie leuchten feurig rot. Berge, Wälder, früh und matte, deckt der dunkle Schatten ein. Hüt die Gott, mein lieber Dörfli. Hüt die Gott, du Heimat mein. Ja, la, 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 Merci vielmals am Jodlerclub Villingsdorf aus dem Baselbiet. Sie haben für uns «Mein Bergdörfli» gesungen vor dem Verena Münster zu Bad Zurzach, letzten Sommer am nordwestschweizerischen Jodlerfest. Jetzt machen wir aber hier im Freien Hof Zelsau auch noch mal ein bisschen Musik mit der Formation, die ich gesagt habe, dass sie noch mal kommen, mit Pflanzplätzen. Und wir hören im Treberswing von Thomas Eschbacher jetzt noch, wie er sich das legendäre Treberwurst-Essen im Seeland musikalisch vorstellt.
Lanzplätz, Simon Detwiller, Jörg Nürtlisbach und der Thomas Eschbacher. Wir sehen den Thomas Eschbacher im Herbst nochmal in einer Sendung, wo wir natürlich auch reinschauen in die offizielle Verleihungsfeier vom Goldigen Violinschlüssel, die dann in Langenthal stattfindet. Und mit Parts Musik geht es in 2 Wochen, wie schon angetönt, als eidgenössisches Jodlerfest auf Zug. Ich freue mich, wenn Sie dann einschalten und zum Beispiel unsere grosse Sendung am Samstagabend schauen oder auch den Festumzug am Sonntag. Und jetzt haben wir nochmal Musik aus dem Linkgebiet, so Kanton St. Gallen, Schweiz. Sie spielen uns den Federerbrüeli, gewidmet am Wetterphänomen, wenn es vom Federerspitz oben runter ganz kräftig luftet, Janice. Hören wir hier den Christoph Steiner, den Stefan Kessler, den Sepp Rickli und den Walter Rotenberg. Ich hoffe, bei Ihnen luftet es nicht zu fest. Ich wünsche Ihnen eine schöne 2 Wochen und freue mich, wenn wir uns dann vom Jodlerfest aus wieder sehen. Adi miteinander. Musik